Heute sind meine Kandidaten natürlich wieder auf gewohntem Terrain, weil sie wieder Gerichte kochen, die sie selber vorgeschlagen haben, die sie kennen, die sie womöglich auch schon mal zubereitet haben im Vorfeld. Na, dann kann ja heute eigentlich nicht schiefgehen. Sagt mal, ihr seht so müde aus. Wie war die Nacht, Karin? Kurz, sehr kurz. Ich habe wenig geschlafen und ja, war doch auch aufregend dabei und ich denke so 4-5 Stunden maximal. Ich habe heute nicht gut geschlafen, also ich war schon um 4 Uhr munter. Mir geht's ganz gut, so nach 4 Stunden Schlaf. Ja, die Nacht war feuchtfröhlich. Ja. Mehr gibt es nicht dazu zu sagen. 4 Hobbyköche sind noch im Rennen. Wer sichert sich einen Startplatz für die nächste Champions Week? Vorher kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Aber ich weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt. Also ich denke, dass Karin ganz gute Chancen hat, weil sie wirklich auch schon lang kocht. Hat natürlich auch ein bisschen mehr Kocherfahrung als ich, ist auch ein Ticken älter, sage ich mal, und kocht regelmäßig und sie ist so mein Favorit. Favoritenrolle ist halt unangenehm, weil man ja natürlich dann den Druck hat, das auch wieder gut rüberzubringen. Wird es mir heute auch gelingen? Man weiß es nicht. Ich bin überzeugt von meinen Kandidaten, ich bin überrascht über das Niveau und das lässt mich auch ja, in freudiger Erwartung auf die heutige Sendung sein. Moin, moin! Herzlich willkommen zur Küchenschlacht. Sie haben alles richtig gemacht, Sie haben eingeschaltet zu unserem Hauptgericht heute. 4 Kandidaten, meine Damen und Herren, links und rechts neben mir. Und Sie kennen das Spiel. Es ist einfach keine Zeit zu verlieren. An die Töpfe, fertig, los geht's! Die Hobbyköche hatten eine kurze Nacht. Aber ihre eigenen Hauptgerichte können sie ja sicher auch im Schlaf kochen. Aufgewacht, Küchenschlacht. Zunächst muss ich noch mal einen ganz kleinen Schwenker nach gestern machen, denn gestern gab es hier einen Klassikertag. Meine Kandidaten mussten gestern einen Wiener Schnitzel mit Bratkartoffeln machen. Und da muss ich sagen, das waren allesamt tolle Gerichte. Ich muss es einfach deshalb noch mal loswerden, weil es eben oft so ist, dass gerade diese einfachen, scheinbar einfachen, banalen Gerichte, also gelernten Köchen, oft so viel Schwierigkeiten bereiten. Also wie viele Köche habe ich schon kennengelernt, die keine Bratkartoffeln machen konnten, die sich mit einem Schnitzel schwer getan haben. Und dann kommen also eben 5 Hobbyköche, also gestern waren es ja noch 5, die kommen hier hin, 35 Minuten Zeit, Kameras, Publikum und hauen da so schöne Teller raus. Großes Lob, großer Applaus. Grandios. Toll habt ihr das gemacht. Ja. Und ich hoffe, dass diese lobenden Worte meine erste Kandidatin beflügeln werden. Ich sage einen großen Applaus für meine dänisch-flensburgerische Prinzessin Lynn Harder. Ja? Habe ich dich schön angekündigt? Besser hätte ich es nicht machen können. Ja, ne, oder? Ja, klasse. Wie geht's dir denn? Ich bin eigentlich noch ganz entspannt. Also Ganz nach entspannt, das den hört sich letzten gut 2 an. Shows, also war ja immer ganz knapp bei mir und jetzt bin ich entspannt, komischerweise. Das heißt, was muss jetzt noch passieren? Was sind deine Ziele jetzt noch? Also ich würde natürlich gerne einmal direkt weitergewählt werden und nicht erst in der finalen Entscheidung sozusagen. Aber Von mir bist du jetzt schon direkt weitergewählt. oh Ja. Mann, ja, das nehme ich Direkt, aber mal. direkt. Lynn, ich weiß ja, dass du auch zum Beispiel gerne backst, ne? Ja, das stimmt. Mhm. Und dass du da eventuell auch dich daran denkst, dich selbstständig zu machen, obwohl du ja jetzt schon echt einige Berufswünsche oder Berufswünsche dir erfüllt hast. Ne? Ja. Du bist Krankenschwester, kann man vielleicht noch mal sagen, Gelernte. Genau. Machst jetzt das Studium zur Grundschullehrerin, ne? Richtig, ja. Und was geht da mit dem Kaffee? Also es ist nur so ein Traum, wenn ich mal wirklich irgendwie im Lotto mal gewinnen sollte oder so und wirklich finanziell unabhängig bin, dann habe ich gesagt, dann hätte ich schon so eine kleine Bäckerei, so, also eine kleine Konditorei, so ein Café, ein ganz nettes. Wie würde das dann heißen? Gute Frage. Da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Ich würde sagen, faster, lecker, harder. Perfekt. Oder? So wird's heißen. Sowas? Ja, so machen wir. Lynn, was, du liest sogar noch. Was gibt's bei dir heute? Bei mir gibt's heute orientalisch angehauchte Köfte mit einem Tomatenreis und einer Basilikum-Schafskäsecreme. Okay.
Ich koche sehr gerne orientalisch und bin da auch ganz, so würde ich sagen, vertraut mit der orientalischen Küche. Und ich finde die Gewürze einfach super. Köfte gab es ja schon mal, jetzt habe ich einen Vergleichspunkt wenigstens. Ja, Tomatenreis ist der Garpunkt, ganz wichtig, glaube ich. Und Basilikum-Schafkäsecreme, ja, ich lasse mich mal überraschen. Du hast ja auch Köfte gemacht am Montag, eine vegetarische Variante. Ja, aber andere steckst du Köfte. da? Meine war vegetarisch, aber hier ist Hackfleisch, ne? Genau, richtig, Ahmed. Und was kannst du ihr vielleicht noch einen kleinen Tipp geben oder so? Habe ich schon gegeben. War das schon. Ich habe schon alle Insider-Wissen abge... Und wie waren die? Gut. Worauf muss man achten? Also, er hat es ein bisschen einfacher gehalten. Also, er meinte ein bisschen weniger Gewürze. Ein bisschen weniger Gewürze. Was soll das denn heißen? Also, er hat gesagt, er würzt persönlich nur mit Salz und Pfeffer. Und ein bisschen Öl in den Teig. Und ich stehe also total auf viele Gewürze und richtig Power dahinter. Und mal gucken. Also ich werde wahrscheinlich eine Mischung aus seinen Tipps machen und meinen eigenen Kram trotzdem durchziehen. Das nennt man Küchenschlacht Crossover-Küche, meine Damen und So Herren. Ich bin ist es. sehr gespannt, wie deine Köfte auch. aussehen werden und werde mir das natürlich ganz genau anschauen. Ich wünsche dir viel Spaß. Danke dir. Und jetzt kommen wir zu meinem kurdischen Lieblingskoch Ahmed. Ich freue mich, dass du da bist. Dankeschön. Ich begrüße von ganz herzlich erst einmal dieses tolle Publikum. Alle sind herzlich willkommen. Ja. Ahmed, wie hat es dir gefallen bisher? Wunderbar, danke schön. Aber ganz toll, echt. Schön, habe ich kein Problem gehabt. Okay, ein bisschen Aufregung ist dabei, ne? Aber sonst... Ja, aber du hast auch super gemacht, toll gekocht. Gestern mit dem Schnitzel, da habe ich ja gedacht, jetzt lässt man hier einen Kurden einen Schnitzel machen. Aber ganz ehrlich, vom Schnitzel her hätte man jetzt nicht auf deine Herkunft schließen können. So. Also es war super, grandios und umso gespannter bin ich, was es bei dir heute gibt. Heute mache ich eine Aubergine Gemüseauflauf. Tja, erst mal sehen, ne? Ich hoffe, das schmeckt euch. Tja, uns schmeckt's bestimmt, Ahmed. Es muss aber vor allem Alexander Kumpner schmecken. Also Alex, was denkst du über das Gericht? Auberginenpfanne, Auberginen werden drin sein, aber sonst, ja, ich lasse mich überraschen. Auch das kann sehr gut schmecken, aber da muss halt, also jetzt nur so eine Auberginenpfanne. Tja, da haben wir unseren Alex schon euphorischer gesehen. So, wie wird der Auberginen? Wie kann Ich mir das mache jetzt vorstellen? meine Soße vorbereiten. Ne? Ja. Meine Soße, Tomaten, Zwiebel, Olivenöl. Das ist alle vegetarisch heute bei mir. Es ist eigentlich sehr viel vegetarisch die Woche, gell? Bis auf den Schnitzeltag. Dann kommt Spitzpaprika. Normalerweise hätte grün, aber okay, das geht auch. Ne? Ja. Die Spitzpaprika, dann ich werde die haken. Da Haben kommt, die aber uns ganz schöne Oschis geliefert, ne? ja, richtig. Normalerweise wollte die Grüne von super ausländischen Märkten haben, aber okay, macht nichts. Da kann damit auch gut umgehen. Da muss ich meine Aubergine, Aubergine halbieren in Fett ganz, weil die saugen zu viel Öl normalerweise. Ne? Da muss ich immer Tuch legen, immer wieder das Fett Ja, wegmachen. genau. Schalotten, Cherry, Tomaten, da kommt mit Joghurtsoße. Okay. Ja. Und dann wird das geschichtet, oder? Das Brot, da kommt unten Brot, Fladenbrot. Da wird getränkt die Soße. Da kommt schichtweise dann andere Sachen dazu. Okay. Hört sich ziemlich lecker an. Und worauf ich mich auch noch freue, ich weiß ja, dass du auch noch leidenschaftlicher Musiker bist, ne? Stimmt, hast du gemerkt, ne? Ja, ich habe das gemerkt. Und ich hoffe, dass wir was... Da kann ich singen. Ich hätte davon gerne noch eine etwas längere Kostprobe, aber das war schon mal gut für den ersten. Danke. Konzentriere dich mal auf dein Gericht. Ja, jawohl. Und Das ist ja jetzt wichtig. begrüßen Sie mit mir eine österreichische, würde ich sagen, ein österreichisches Kochtalent, kann man sagen. Karin Weber. Danke. Für Karin war der gestrige Wiener Schnitzeltag natürlich fast ein Heimspiel. Doch wird sie das hohe Niveau auch heute halten können? Ach ja. Danke für die Blumen. Ja, sehr, sehr gerne. Das ist jetzt wirklich, wie sagt man, ohne Schleim. Ne? Also einfach grandiose Handwerkskunst bisher abgeliefert. Ja, ich möchte euch da jetzt nicht nervös machen oder Druck aufbauen, aber... Aber mir brauchst du noch. Ja, aber du machst es schon gut, muss man sagen. Also, woher kommt das bei dir? Ich kann es nicht sagen. Irgendwann hat es mich halt einmal gepackt und das war Seit schon... wann kochst du?
glaube, seit meinem 16. Lebensjahr. Also so ist es so eine Familientradition, Ja, bei uns zu vererbte Hause Rezepte. ja, weniger. Es ist immer Wert gelegt worden, dass wir gemeinsam essen, dass wir an Sonntagen, dass das halt einfach zelebriert wird. Und dann auch mit meinem Mann und wenn die Kinder da sind, man einfach nur was hinstellen, ist auch nicht so. Und dann packt es mich halt manchmal und dann will ich halt was ausprobieren oder man geht wohin und dann sehe ich, wo sie ein Kohlrabi oder irgendein Gemüse, das frisch ist. Ja. Dann denke ich mir, ach, das macht mich jetzt an. Den schnapp ich mir jetzt und den Genau, hau da ich mach in ich die jetzt was Pfanne draus, und dann genau. mache ich da ein wunderschönes Gericht draus. Ne? So ist es, So wie ungefähr. heute, glaube ich. Ne? Genau. Heute hast du dir den Sellerie geschnappt. Genau. Und da was machst du mit dem? versuche ich jetzt ein Selleriepüree zu machen. Da versuche ich die Selleriescheiben anzubraten. Ich darf es mal vorlesen, ne? Oder du hilfst Da mir. steht nur Kartoffellasagne Ja, drauf. dann sag's nochmal, das muss man schon ein bisschen zelebrieren. Ja, also Was gibt's bei dir? Kartoffellasagne. Mit? Mit Selleriepüree, Blattspinat, Wachtelei und Steinpilzen. Kartoffellasagne, ich nehme mal an, dass das geschichtet ist, vielleicht mit mehr Gemüse, Selleriepüree dazu. Da ist vielleicht die Schwierigkeit, dass jetzt das alles sehr stärkehaltig ist, der Kartoffel stärkehaltig, der Sellerie stärkehaltig, ist jetzt beides eigentlich eine Sättigungsbeilage. Aber wenn das vielleicht die Lasagne leicht gemacht ist, ja, ich bin gespannt. Ich habe etliche Kochbücher, also ich habe viele Kochbücher zu Hause. Und unter anderem habe ich jetzt viele vegetarische Kochbücher und da habe ich das gefunden. Und habe mir gedacht, okay, ich probiere es. Also Selleriepüree, da müssen wir noch mal genauer drauf eingehen. Das wird das Püree. Genau. Das Dieser Sellerie hier ist ausgestochen. Drehst du jetzt an? Den tue ich jetzt weichdünsten, quasi in einer Butter-Öl-Mischung. Ja. Und da wird dann drauf ein bisschen zur Garnitur Erdäpfelpüree gespritzt. Die Wachteleier, wie wirst du die verarbeiten? Spiegelei. Als Spiegelei. Cool. Das sind die Kartoffeln? Erdäpfelpüree, ja. Ach so, wird das gemischt oder? Nein, da kommen dann gebratene Steinpilze drunter. Und Okay. dann mache ich aus rohen Erdäpfeln, versuche ich eine Lasagneplatte zu machen. Und die werde ich dann da hoffentlich knusprig ausbraten und das schichte ich dann wie eine Lasagne. Also bei dir hoffe ich gar nicht so viel, bei dir weiß ich. Ja, wünsche dir auch viel Erfolg. Danke. Und ja, dann bin ich schon bei meinem letzten Kandidaten. Aus Unterfranken, der Daniel. Daniel ist ja jemand, der fast mit der Maggi-Flasche angekommen wäre. Dann hat er aber wirklich handwerklich sauber abgeliefert. Tolle Gerichte, wenig Schwächen. Das fand ich schon richtig cool. Ich komme aus Bad Neustadt. Das ist über Würzburg, Schweinfurt und ja, so im Dreiländereck zu Thüringen und Hessen gibt es auch einen bekannten Berg, das ist der Kreuzberg. Der sagt, also nicht der Berliner Kreuzberg. Kennt ihr alle, oder? Den Kreuzberg. Ja, ja, scheint. Vielleicht kennen manche, weil das ist ein Kloster, da gibt es Wallfahrtsort ist das und da gibt es auch selbstgemachtes Bier, was viele sehr gern trinken. Ah ja, und, gut. So nennt man das heutzutage. Bei uns heißt das Kneipe im Ruhrgebiet. Ne? Aber Wallfahrtsort klingt natürlich schöner auf jeden Fall. Ne? Nee, das Bier wird So von gut. Mönchen aufgebraut, Klosterbier und beides. Okay. Daniel, ich bin ganz gespannt. Ich sehe hier so eine Art Wokpfanne. Ja. Ja, auf welchen Pfaden bewegst du dich heute kulinarisch? Also ich versuche mich heute an einem Hähnchen-Kokosnuss-Curry. Ja. Habe auch schon den Reis aufgestellt, das Fleisch angebraten. Mache jetzt noch Karotten und Bambussprossen. Dünste ich jetzt ein bisschen an. Lösche es dann ab mit Fond, lasse es dann ziehen, durchkochen und gebe dann am Ende das Fleisch dazu. Ich esse persönlich gern scharf. Und ja, ich denke, es wird vermutlich vielleicht ein bisschen schärfer als ein gewöhnliches Curry, ja. Ja, also Schärfe sollte, finde ich, schon sein. Also mich stört das nicht. Vielleicht jetzt nicht ganz so schlimm wie der Gurkensalat gestern, aber ein bisschen Schärfe geht. Also Daniel, hau rein. Daniel hat mit Freunden einen Grillclub gegründet. Lynns Traum ist eine eigene Bäckerei. Lynn, Hey, hey, wieder da. du, wenn du so eine gute Bäckerin bist, könntest du dir doch den richtigen Mann eigentlich auch backen, ne? Weil Lynn ist Single. Gestern hat sie mir fast die Schamesröte ins Gesicht getrieben, weil sie mir sagte, dass sie mich auch nicht schlecht findet. Ja, ihr seid dabei, wie hier Küchenschlacht geschrieben wird. Ja? Küchenschlachtgeschichte.
Woran liegt es denn eigentlich, dass du keinen Mann findest? Bist du so schüchtern oder? Ja, eigentlich schon. Das kommt noch dazu. Also für euch erscheine ich ja immer ein bisschen hier extrovertierter, aber eigentlich bin ich doch ein bisschen schüchtern. Echt jetzt? Ja, wirklich. Irgendwie so Also, recht glaube ich dir das das Licht nicht. angeht, Dann erstrahlst du. dann erstrahlt natürlich auch in deiner Nähe noch mehr, ne? Weißt du ja. Ich weiß ja, dass du alles eigentlich auch mit deiner Mama machst. Ne? Ich finde, das ist jetzt die richtige Gelegenheit, nochmal deine Mama zu begrüßen hier in der Küchenschlacht. Sie sitzt nämlich hier vorne. Und ich setze mich mal zwischen euch. Ihr seid so ein, es scheint sehr intensiv zu sein, eure Beziehung, ne? Wir sind ganz eng miteinander, was manchmal auch zu Streitereien natürlich führt. Ne? Warum? Ich bevormunde sie gerne und bin sehr resolut und das mag sie natürlich nicht. Ja, und irgendwo, dann zoffen wir uns ordentlich und dann ist auch wieder... Also ich finde, das alles in Ordnung. findet sich aber auch in ihr so ein bisschen wieder, ne? Ja, sie ist auch so ein bisschen kratzbürstig, ne? Ja, ja. Ahmed, So, bitte. guck mal, was ich hier gefunden habe. Ja, nach hier, ne? Oder? Das ist ein großer Kochlöffel, glaube ich. Ne? Ein Ja, großer kurdischer Kann man Kochlöffel. benutzen, ja. Jawohl. Das ist echt ein schönes Instrument, muss ich sagen. Was ist Ja. das? Das ist ein Saz. Ja. SAZ. Das ist ein kurdisches Musikinstrument. Ja, das wird kurdisch gesungen über Liebe, über Freiheit. Pass auf, ich kümmere mich um dein Paprika und du singst uns über Liebe und Freiheit, oder? Ja, auch das Ja? ist gut. Brauchst du einen Stuhl? Brauchst du einen Stuhl? Ja, Oder wäre kannst gut. du- Ja, Ja, das pass wäre auf. gut, danke. Pass auf, ich besorge dir auch noch einen Stuhl. Das teure Instrument stelle ich mal hier hin. Passiert nichts. Passiert nichts, ne? Nein. Also, lieber Ahmed, dein Thron, dein Stuhl ist bereit für dich. So, weißt du, was du machst? Was soll ich machen? Du, meine Zwiebel, machst du bitte noch 2 Schalotten rein. Ja? Und diese Cherry-Tomaten, aber ganz leicht rösten, ne? Okay, Mache ich alles, ne? okay. Da musst du aufpassen, ne? 2 Schalotten, ja, klar. Musst du die aufpassen, nicht brennen, ne? Muss Ja. dann schön so braun werden. Okay, meine Damen und Herren, herzlich willkommen beim kurdischen Traditionskonzert an der Sass heute für Sie, Ahmed. Und an Ahmeds Pfannen heute für Sie Nelson. لکلان باجار اروپا لکنچ خود را ساتم به خود دگریا به دلگرمی برگی منات خویا بول چارا سر خود دگریا مگو دلاله دلاله شیرین حواله به خود به ماله چه دگری سوزامن دلاله دلاله شیرین حواله به خود به ماله چه دگری قال لك تشتي خشتاني من قو خيت بزماني ليك رمانجي نزاني Ich weiß nicht, wie das geht. Ahmed, meine Damen und Herren, und seine Töchter. Ich danke tausendmal. Es ist eine Ehre für mich, dass Sie heute bei ZDF gegen dieses Publikum von Kamera, dass Sie kurdische Musik singen darf. Das ist ein Dankeschön Deutschland tausendmal. Vor allem das Schönste war, und jetzt alle zusammen. Was denkst du denn? Ich meine, wir sind ja alle sprachgewandt, ne? Karin,
Jawohl. Du so als Österreicherin. Na ja. Bei euch wird Tomate reingemacht, ne? Wo ist die Schältomate? ja, die, dann kriegst du noch einen Anschiss hinterher. Was ist das denn nochmal? Alko reinmachen hier. Dann kriegst du noch einen Anschiss. Meine Güte. Man sollte keine Flitter heutzutage, ne? Ich hab schon lange keinen Anschiss mehr in der Küche bekommen, muss ich ehrlich sagen. Da musst du erst in die Küchenschlacht gehen. Ja. Nee, Das war gut irgendwie. Nee. Guck mal, hier sind auch noch Mülleimer. Dass die Nachbarn um mir läuft, weiß ich nicht. Nein. Alles gut. Nachbarschaftshilfe. Ich glaube, alle verstehen sich ganz gut hier mittlerweile auch, oder? Ja, alles super. Also Wie war denn eure Abendgestaltung gestern hier so in Hamburg? Ja, das Bett war weich. Michael, was lachst du da so? Michael ist ja ausgeschieden und jetzt immer noch hier. Das bedeutet, dass du eine gute Zeit hier gehabt hast Wir hatten anscheinend. alle Ne? eine gute Zeit hier. Yvonne ist ja gestern leider auch ausgeschieden und dann haben wir uns gestern Abend an der Hotelbar noch etwas zusammengesessen, so bis, was war's? 1:30. Ja, gemütlich. Ihr auch? Ein paar Gläschen Wein, ein bisschen Bier. Ich war nicht ganz so lange dabei, so bis 12 Uhr waren wir dabei. Und dann Schau mich mal an, genau. Okay. Aber Bier hatte er trotzdem. Da haut er ihn in die Pfanne, ne? Da haut er ihn in die Pfanne. So, Die werden nicht weich. was brauchst du keinen? Die werden nicht weich. Die werden nicht weich. Nein. Kartoffeln, ne? Ja. Ja, das müssten aber eigentlich. Ich glaube, das ist nur so. Lass uns mal eine rausholen. Ich habe jetzt gerade eine gekostet. Und war was nicht zufrieden mit? Das ist mir fast zu roh. Das soll ja so ein Stampf werden, ne? Nein, Püree. Püree. Lass mich mal sehen. Manchmal liegt es an den Kartoffeln. Das ist ja. Ja, genau. Das ist ja so ist halt ein Naturprodukt. Läuft. Kannst du machen. Sind weich genug. Und was machst du da jetzt mit diesen Die übereinander werden so geschichteten? chipsartig anbraten, dass das Okay. dann halt wie Kartoffelchips, aber halt als Blatt sind. Die Kartoffeln gießt du jetzt wahrscheinlich ab. Genau. Und lässt sie ausdämpfen. Ja, ich stelle dann noch mal kurz am Herd. Die Pilze hier, Sind schon fertig. die bleiben so, die darf ich mal probieren. Ja. Das ist wie so eine Düchsel nennt man das auch. So wenn ungefähr, man ja. diese Pilze so fein schneidet, das nimmt man eben oft auch also als Klebstoff schon fast. Und das nennt man dann eine Düchsel und das hat sie wirklich richtig schön geschnitten. Toll. Ahmed, du hast 10 Minuten noch. Reicht dir das? Ja, reicht. Danke. Da kannst du noch mal singen gleich, ne? Daniel, was sagt dein Curry? ja, bin gut in der Zeit. Ich glaube, es ist schon wieder ein bisschen zu scharf geworden. Zu scharf. Ja, ich denke, es wird vermutlich vielleicht ein bisschen schärfer als ein gewöhnliches Curry. Ja. Ein bisschen schärfer. Diese rote Currypaste kommt aus der koreanischen Küche und ist eben auf roter Chili aufgebaut. Die Basis dafür ist die rote Chili, die man durchaus schmeckt, ja. Ja. Zu scharf? Ja. Ich bin gespannt, wie es am Ende schmecken wird. Macht deine Cashewnüsse rein. Ich kann euch nur sagen, wir haben jetzt noch 8 Minuten Zeit. 8 Minuten Zeit, um wirklich hier noch schön zu kochen, vorzubereiten, tolle Teller anzurichten. Und das ist es auch, worum es geht. Wir suchen den Hobbykoch des Jahres. Und dafür haben wir ein kleines Filmchen vorbereitet. Macht's ab. Am Ende des Jahres geht's um die Wurst. Die ultimative Küchenschlacht am Ende des Jahres. Aus über 200 Kandidaten kann es nur einen geben. Wir suchen den Hobbykoch des Jahres. Bei dem würde ich mich gerne einladen lassen. Stark. Ah, ist der gut. Hammer, Hammer, Hammer. Der Gewinner geht mit 25.000 € nach Hause. Die Spannung steigt. Das ist einfach ein Brett. Ist weiter. Avocado-Salat ist weiter. Auch weiter. Auch weiter.
Das Champions League-Finale am Ende des Jahres. So sieht's aus. Das Champions League-Finale am Ende des Jahres. Und ich kann Ihnen sagen, der Gewinner dieser Woche wird nämlich genau hier stehen. Am zweiten Kochplatz ab dem 9.11. wird dort die nächste Champions League stattfinden. Und dieser Gewinner kommt dann eben in das Champions League-Finale und hat die Chance, Sie haben es gerade gesehen, auf 25.000 Euro. Und ja, ich glaube, damit könntest du schon ein Café, zumindest ein kleines, könnte man damit schon mal anzahlen. Wenn ich dann erstmal mein BAföG zurückgezahlt habe. Ach so, das hast du kommt ja auch noch. BAföG für dein Studium aufgenommen, Genau, ne? genau. Das ist schon nicht mehr so einfach heutzutage alles, ne? Nee, und Flensburg ist auch noch nicht ganz günstig zum Leben, also muss man gucken, wo man bleibt. Mhm. Jetzt würde ich gerne noch mal ein bisschen über deine Köfte sprechen. Ich finde, die sehen sehr schön aus. Ich habe die Masse jetzt nicht ganz beobachten können. Was war da jetzt alles drin? Wir haben ganz normal Salz und Pfeffer drin, dann klein gehackte Minze, Piment, Paprikapulver. Das Rinderhack hast du genommen, ne? Teil Rinderhack und Teil Lamm. Ah ja, okay. Also das sind so das ein traditionelles Rezept. Genau. Vielleicht kann man das noch mal sagen, auch zum Fettanteil. Also beim Rinderhack sagt man eigentlich, dass es so um die 20% Fett hat. Die feinere Form davon wäre das Tatar, was so 6% Fett hat ungefähr. Und beim Lamm ist es eigentlich ähnlich. Das ist Lammhack, hat auch meistens so zwischen 20 und 25% Fett. Und das ist natürlich bei so einem Köfte- oder Hackfleischgericht auch extrem wichtig, dass der Fettgehalt stimmt, ne? So, es soll ja auch Geschmack mitbringen. Hast du eine Bratprobe gemacht davon oder vertraust du jetzt einfach, oder hast du es roh probiert, oder? Nee, habe ich nicht gemacht. Ich bin ja wieder so Pi mal Daumen und Du denkst du einfach, darfst. es wird. Ja, wenn Wollen wir nicht so ein Ding mal auseinandernehmen? ja, hier ist so ein kleines dünnes, vielleicht ist das Ja? schon gut. Ja, komm, das probieren wir jetzt mal. Kannst ja mal reinschauen. Ja, so sieht's aus, ja? Wirst du es durchbraten oder soll das so ein... Nee, so ein bisschen. Also ich mag es gern, wenn es noch leicht rosa ist. Mhm. Hier sieht man nämlich, dass es noch hier so einen kleinen Ja. rosa Kern hat. Richtig schön. Mhm. Genau. Sind wir mal Mal ein gespannt. bisschen runter. Hm? Ja. Mhm. Ahmed? Bitte? Kommst du mal bitte? Jawohl. Köfte? Bisschen laff. Ich habe einen neuen Song. Wo ist die Liebe? Wo ist die Liebe hin? Bei mir. Bei dir. Bei Ahmed ist die Liebe und bei Lynn fehlt das Salz. Das war jetzt ein Hinweis. Das war jetzt ein versteckter Hinweis. Oder was sagst du denn? Ein bisschen laff, finde ich. Ist ein bisschen laff, ne? Da muss man vielleicht noch mal jetzt mit einer Außenwürzung rangehen. Genau. Der Reis sieht sehr lecker aus, der Tomatenreis. Genau, und dazu gibt es ja dann die Basilikum-Schafskäsecreme on top. Ah. Die ist natürlich ein bisschen salziger, weil es ja alles doch ein bisschen nüchterner ist. Mhm. Ja, das stimmt. Der Schafskäse gibt die Würze. Trotzdem würde ich mich ums Fleisch noch mal kümmern. 2 Minuten, so langsam. Kannst du eine bei mir probieren? Ja. Hier, bisschen. Salz, danke, dann Salzgeschmack. Brot, Aubergine, Tomate. Ich hätte grüne auch gebraucht, aber haben wir nicht gehabt. Nochmal grüne Spitzpaprika. Grüne Spitzpaprika. Aber okay, die haben die gefunden wahrscheinlich, ne? Ist kein Problem. So. Wir können was anderes Ich basteln. finde es sehr, sehr lecker. Ich glaube, das ist noch wichtig. Ist das da Das drin, kommt oder? noch. Das kommt noch. Geht das jetzt noch mal in den Ofen, oder? Nein, um Gottes Willen. Ach, das kommt jetzt so auf den Tisch? Nein, hier, das kommt bitte, genau. Wow, da hat der Alex aber ordentlich was zu essen. Darf ich bei dir auch noch probieren? Ich hoffe. Da drinnen, aber es ist nicht viel geworden. Aber Das oder Püree? das ist das Püree schon passiert. Und das Ach ist so, das. du hast es extra noch mal wegen den Klümpchen passiert. Da würde ich noch mal geschmacklich noch mal abschmecken. Das schmeckt nach Sellerie, aber könnte man durchaus noch mal ein bisschen Gas geben mit. Kartoffelzwiebel ist auch schön von der Konsistenz, aber auch da würde ich durchaus Salz? noch mal mit Salz arbeiten. Probier noch mal selber. Ja. Wachtelspiegelei hast du auch am Laufen. Das ist schon Hier sind eine- deine Lasagneblätter. Ja. die muss Nicht, ich dass das kaputt geht jetzt. Wäre schade hier auf die letzten Nein, Meter. also ich finde, das so passt das so. So, So, drehe ich ab.
Dann hier das Curry. Da können Sie sich freuen, meine Damen und Herren. Also hier sind mindestens noch 15 Portionen drin. Ja. Ja, ja. Schön angerichtet. Also du überraschst mich immer wieder, Daniel. Also so ich mich auch. Vom Maggi-Koch hier zu solchen tollen Tellern. 10 Minuten. Letzte Minute meine ich natürlich. Okay. Schön. Die Köfte richtig schön an hier. Lasagne können wir noch mal beobachten hier. Da gehen jetzt die Kartoffelblätter drauf. Ja, kein Glück. Toll. Ihr macht das großartig. Ah, hier kommt noch ein bisschen Liebe drauf. So, schön. Den Tellerrand noch ein bisschen sauber machen. Jawohl, und nach vorne. 20 Sekunden noch. Ja. Hast du ein bisschen Salz noch drauf gemacht? Ja. Sehr schön. So Salz glaube ich nicht. Klasse. Karin. 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2. Jawohl. Karin lässt sich noch Zeit. Aber gleich muss angerichtet sein für Alexander Kumpner. Wer kommt ins Halbfinale? Lynn, wie siehst du deine Chancen, in die nächste Runde einzuziehen? Ich bin ganz zuversichtlich, dass ich heute ein gutes Gericht abliefern werde. 50-50, weiß ich nicht. Aber ich hoffe, dass ich weiterkomme. Also das Niveau ist ja sehr gut die Woche. Es fällt mir wirklich schwer, da jedes Mal jemanden zu finden. Ja, ist gar nicht so einfach die Woche. Es wird hoffentlich eine Geschmacksexplosion. So, und dann holen wir ihn rein. Das Model der Küchenschlacht, mein Schnucki, Alexander Kumpner. Wenn ich jetzt privat essen gehen würde, dann wäre das Hühnercurry wahrscheinlich das erste Gericht, das ich mir bestellen würde. Ich glaube, eine Auberginenpfanne, da kann ich mir ein bisschen wenig darunter vorstellen, aber ich bin gespannt. Tag, geht's gut? Was hast du jetzt für stylische Schuhe an? Ja, sind cool, oder? Rot? Die sind richtig cool. Also, da weiß man gar nicht, wo man Geht's euch allen hingucken soll. gut? So, damit man sie sieht, bitte. So, gut. Hauptgericht. Dann fange ich gleich mal hier an. Also, sieht schon mal sehr cool aus. Kartoffellasagne mit Selleriepüree, Spinat und gebratenem Wachtelei. Wow. Also eins kann ich schon mal sagen, das Wachtelei ist perfekt gebraten. Ja? Das ist ja gar nicht so einfach. Dotter, schön cremig, den schneide ich jetzt hier auf, dass das schön über den Spinat rinnt. Den probiere ich auch gleich. Schön glasierter Spinat mit dem Eidotter zusammen, schmeckt gut. Eine sehr interessante vegetarische. Okay, also wir haben da eigentlich Selleriepüree und Sellerie gebraten. Die sind so schön rund ausgestochen, da das Sellerie. Und hier ist dann nochmal... Auf dem Sellerie war jetzt auf dem gebratenen Sellerie ist das Kartoffel-Schalottenpüree. Ah, okay. Das heißt, das ist seitenverkehrt. Wir haben... Ah, das ist Kartoffel mit Sellerie? Ja. Und Sellerie mit Kartoffel. Aha. Cool. Was ist das? Nein, also Sellerie und Kartoffel und Kartoffelpüree und Selleriepüree. Schmeckt alles gut. Okay. Dieses Selleriepüree, das hier aufgestrichen wurde, optisch war das schon mal sehr schön. Da ist ein bisschen, ist da Trüffelöl auch noch drin? Nicht, dass ich wüsste, ne. Okay. Hast du einen leichten Trüffelgeschmack? Ja, doch, ich erfahre gerade ganz wenig, ja. Ja. Gute Zunge. Gute Zunge. Die Kartoffeln hier, die sind so übereinander, so wie eine Kruste gebraten. Schön kross, mit dem Püree in der Mitte. Cremig. Sehr zart abgeschmeckt, aber schmeckt rund und ich finde das rein von der Überlegung und von der Idee eine schöne vegetarische Speise. Ich versuche eben Gemüseküche so zu kochen, dass sie halt nicht nur nach Gemüse schmeckt, sondern auch eben ein Gericht als ein eigenständiges Gericht darstellt.
um noch eine vegetarische Speise, glaube ich zumindest. Auberginenpfanne. Ja. Ich hoffe, dass Sie weiterkommen. Ich glaube, mein Essen werde unser Experte schmecken. Also da ist auf jeden Fall mal genug für alle da, ja? Also da könntest du mitessen mit mir. Ah, ich sehe, da unten ist dann so Brot auch noch. Mhm. Ja. Mm. Das ist ein bisschen wie ein Überraschungsei. Was habt ihr in Österreich für Überraschungseier? Ja. Nein, das ist so, boah, leichte Schärfe. Also wir haben ein Brot, das so leicht tomatisiert ist. Nein, das ist, weil alles von oben runter rennt. Mhm. 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 Das schmeckt richtig gut. Okay, also, wir haben dieses leicht tomatisierte Brot, so wie ein Fladenbrot, kommt mir das vor? Ja, absolut. Dann schön Gemüse angebraten. Man sieht das vielleicht für die Zuseher zu Hause. Das ist richtig geschmackvolles Gemüse hier. Das ist die Farben, schön gebraten, das schmeckt. Es ist eine leichte Schärfe. Also man kann bei diesem vegetarischen Gericht nicht davon reden, dass es fad schmeckt. Es ist sehr appetitanregend. Ist ja auch genug da, ne? Und schmeckt richtig gut. Also da lasse ich mich echt davon überzeugen. Deutet sich hier etwa eine Überraschung an? Die Auberginenpfanne, der Alexander Kumpner im Vorfeld wenig Chancen gegeben hat, scheint ihm ganz gut zu schmecken. Man könnte ja nicht einmal ein bisschen Fehler machen. Geht schon wieder so los und das schaut schon mal wieder sehr gut aus. Hühnchen-Kokoscurry mit Basmati-Reis und gerösteten Cashewnüssen. Okay. Wenn es gut gemacht ist und wirklich alles passt, könnte es klappen. Ich denke, bei mir muss heute alles passen, dass ich überzeugen kann. Da probieren wir mal den Reis, ja. Reis, super Garpunkt. Mhm. Sauce auch gut. Vielleicht sieht man das hier. Ein bisschen zu wenig gebunden. Das heißt, das Gemüse und das Fleisch ist jetzt nicht so von der Sauce überzogen, sondern die Sauce hat sich unten abgesetzt. Ich habe dann am Ende noch Sahne zugegeben, dass es doch noch ein bisschen milder wird und dadurch ist es ein bisschen flüssiger geworden. Und da kann ich schon verstehen, dass er sagt, okay, es war nicht so gut abgebunden. Fleisch ist aber saftig, schönes Gemüse. Die Nüsse sind extra noch geröstet, das gibt natürlich dem Ganzen einen richtigen Bums. Ich versuche halt da mit diesen gerösteten Cashewkernen vielleicht noch ein bisschen was Knackiges noch mit reinzubringen. Gutes Kokoscurry, ja? Auch das Hühnchen-Kokoscurry, der Favorit von Alexander Kumpner, schmeckt ihm. Heißt das, es wird eng für Lynn? Oder kommt sie dank Ahmeds Würztipps weiter? So, hatten wir auch schon mal die Woche, nur jetzt nicht vegetarisch. Köfte mit Tomatenreis und Basilikum-Schafkäsecreme. Wow. Ich dachte, ja, versuchen wir es mal ein bisschen orientalisch angehaucht. Und mir persönlich schmeckt es gut. Es ist auch wieder so ein günstiges Studentenessen, sage ich mal. Und von daher, bei meinen Freunden kommt es gut an. Und ich glaube, ich kann damit punkten. Schon mal ein schöner Garpunkt, ein leicht roter Kern. Mhm. Mhm. Schmecken gut, sind nicht trocken, was das Wichtigste ist. Ein bisschen mild. Ein bisschen mild. Und probiere ich das mal so. Mhm. Der Tomatenreis schmeckt sehr gut. Schafkäsecreme. Mhm. Jetzt sage ich euch mal was. Die sind ein bisschen zu flach. Aber mit der Schafkäsecreme, die sehr intensiv ist, also richtig intensiv, und dem Reis, das ist so eine 3-Komponenten-Küche, wo alles am Löffel richtig gut zusammenschmeckt. Ich glaube, das ist so gewollt und da kann ich gleich mal sagen, dass das auch weiter ist. So. Lynn hat es geschafft. Sie steht als Erste im Halbfinale.
Welches Gericht überzeugt den Juror am wenigsten? Daniels Curry, Ahmeds Auberginenpfanne oder Karins Kartoffellasagne? Wir machen das jetzt gar nicht so spannend. Dieses Gericht, das ist so die Woche der Überraschungen für mich. Vegetarisch, ganz stark die Überlegung. Da merkt man auch, das ist jetzt kein klassisches Gericht aus einem Kochbuch, sondern da hat sich wirklich was überlegt. Schön abgeschmeckt, das ist sehr fein im Geschmack. Der Spinat passt, du hast die Kartoffel und Sellerie in verschiedenen Konsistenzen, ist für mich auch weiter. Großartig. Und nicht, dass ich da falsch verstanden werde. Ich habe da jetzt nicht den Favoriten oder so als erstes drangenommen, weil das ist alles sehr gut. Das ist alles so unterschiedlich. Die Woche fällt mir sehr schwer. Und jetzt am Schluss haben wir noch das Hühnercurry. Das Hühnercurry war gut. Also du hast einen schönen Garbung von Fleisch gehabt. Die Sauce ist auch gut scharf. Aber nicht, beim Hühnercurry ist das ja vollkommen okay. Du hast Karotten drin, du hast Paprika drinnen, Lauch, die Cashewkerne, der Reis ist wirklich gut gegart. Den könnte ich mir gut vorstellen, nur mit der Sauce. Und hier hast du die Auberginenpfanne, die jetzt sehr simpel klingt, aber mich eigentlich wirklich überzeugt hat. Ich kann da handwerklich nichts aussetzen. Das könnte jetzt von dir sein. Ja? Auberginenpfanne ist weiter. Ich habe dich echt nicht beneidet heute. Also heute dachte ich echt so, wird nicht so ganz easy, weil ich finde, das Curry war auch gut. Also es war auch gut. Schön angerichtet. Wirklich ins Detail. Ja. Mit der Ding. Die anderen 3 sind zurecht weitergekommen, haben super gekocht und von daher bin ich völlig zufrieden und entspannt. Ja, einen trifft es halt immer und es fällt mir schwer, er ist ein ganz lieber Typ, aber so ist jetzt Küchenschlacht. Mir hat gut geschmeckt. Und trotzdem, aber geschafft. Ich würde mal sagen, ich habe das Soll erfüllt. Ich bin richtig, richtig zufrieden. Jetzt kann ich mich ganz entspannt auf die nächste Show vorbereiten. Lynn hat gut lachen. Aber wird sie auch bei Hauptgang und Dessert überzeugen? Wir werden es sehen. Morgen bei der Küchenschlacht im ZDF.